Es geht weiter, stets heiter, zurück bei Fire Emblem Engage. Und ihr seht schon, ich habe mich offscreen mal ein bisschen vorbereitet auf die Folge, weil ich mir so ein paar Gedanken gemacht habe, wie machen wir jetzt generell so weiter, also sprich jetzt bezüglich welchen Quests nehmen wir an, wie sieht es aus mit Emblemringen und so, will noch irgendwas testen, etc. etc. Und ja, es gibt noch ein paar Dinge zu tun, hier aber schon ein bisschen... Naja, ein bisschen was Neues ausgerüstet. Also das meiste steht noch so wie gehabt. Wir haben auch schon überlegt, irgendwie zum Beispiel bei Louis statt Tiki vielleicht irgendwie da auf Hector zu switchen und dafür bei Alfred einen neuen Ring zu nehmen. Der Armreif, wo wir den Freehouse-Ring nehmen soll. Aus, sagen wir jetzt mal, diversen Gründen. Timera Ike ist eigentlich eine geile Kombi. Icon ist aber auch gut, wie ich finde. Mittlerweile auch mit Louis kombinieren, auch aufgrund der Waffen. Weil, was man immer wieder ein bisschen vergisst und was ich auch vergessen habe, dass diese ganzen Embleme haben nicht nur irgendwelche Spezialattacken, die man dann im Engage-Modus ausführen kann oder halt auch ihre eigenen Signature-Waffen, die man nutzen kann, sondern sie haben ja auch noch andere Bandeffekte, wie zum Beispiel, dass ihre Axtkraft und so weiter steigt. Im Falle von Ike jetzt. Ich denke mir, Axtkraft ist natürlich immer cool, aber wenn der Axtkraft jetzt im Falle von Timera nur dann triggern ich auch mit Ike als Axtkämpfer, also beziehungsweise eine Ike ausgerüstet habe, aber halt dann auch eine Axt selber ausrüsten muss und Timira das halt nur im Engage-Modus tut. Da wäre es vielleicht mit Louis, der jetzt auch Äxte führen kann, prinzipiell selber auch nicht so verkehrt. Andererseits, jetzt wo Louis ja auch Äxte führt, wie zum Beispiel eine Stahl-Großaxt, wäre natürlich auch eine Kombi wiederum mit Sigurd geil, weil dann, wie wir wissen, mit Sigurd ja seinem, wie heißt es da, Galopp, Bilderit, wer auch immer, ne, Überreiten war es genau. Eine Überreitungsfähigkeit, da scheißt er ja auf irgendwie die Sekundäreffekte der Waffen, ne, sowas wie Silberklinge, wo auch kein erster Vollangriff machen kann, sondern sagt sich einfach, hey, die Waffe hat so und so viel Power, ich packe es einfach auf Überreiten drauf und nutze die zum Angreifen. Das ist natürlich geil. So viel dazu. Ansonsten auch geguckt mit Lyn, eben da wäre zum Beispiel auch eine, wo ich sage, die wird gut mit Yunaka passen. Und ich auch denke, Waffendreieck her, oder aber noch Schwerter und Bogen. Schwert natürlich hat Yunaka mittlerweile auch selber, aber ich denke, Bogen könnte manchmal doch noch sehr nützlich sein. Ich lasse aber aktuell noch bei Boucheron drauf, allein schon wegen der Power. Und wenn ich da halt mit Astralsturm angreife, Astralsturm besser gesagt, bin ich schon froh, ein bisschen mehr Power. Genau, da Fogado Mikaya müssen wir ein bisschen gucken, sobald ich die dann, die Bandeffekte vor allem ein bisschen gepusht habe. Also sobald ich weiß, okay, bei Mikaya habe ich momentan nur maximal 10 Bandlevel. Noch schwierig abzuschätzen, was nachher bei bis Level 20 passiert. Was ich mal gemacht habe, ist aber bei Chloe jetzt mit Erika ausgerüstet, weil ich das mal testen will. Weil ich das Gefühl habe, das könnte ganz cool werden. Ja, aufgrund hier zum Beispiel mit Lanzenagilität und so. Jetzt vielleicht auch mal schwere Lanzen mitnehmen könnte, die sie nicht direkt irgendwie behindern, sei es eine Trefferquote oder in der Geschwindigkeit. Ansonsten, ja, magische Dinge, magische Schwerter und so, ich glaube, das passt schon sehr gut oder könnte gut passen. Behutsamkeit plus, die Einheit leidet minus 5 Schaden, natürlich auch geil. Solche Dinge halt. Und Yunaka hat aktuell den Leaf-Ring, aber quasi bei einmal geswitcht, um zu gucken, wie das läuft. Dann gleich auch mal das Bandlevel von beiden erhöhen und eben zu gucken, ob die Kombi... Eben, er hat zum Beispiel auch Messerpräzision, wo man denkt, das kann schon geil werden. Auch er, magisches Schwert, hat Yunaka selber auch gute Magiewerte. Ich glaube generell so Leaf und Erika können wir gut zwischen beiden auch hin und her tauschen. Und eben bei Yunaka natürlich andere Charaktere, ist klar. Ansonsten, was vermutlich gleich wegfallen wird, ist Sigurd bei Diamant. Aus dem Grund, weil wir das Sigurd-Kapitel machen werden. Ziemlich sicher, das heißt, wir werden dann bei Diamant wieder mit Roy zupacken. Andererseits, er ist jetzt halt, ja, irgendwie auch ein bisschen doof. Weil, wenn nachher dann wieder Roy ausrüsten, der ist schon auf Level 10 bei Diamant, kommen wir halt nicht weiter. Also müssen wir erst wieder die Sidequest mit Roy machen. Also immer so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Soweit dazu. Ansonsten, was machen wir kurz? Muss mal kurz gucken. Immer kurz, alles kurz. Geangelt habe ich nicht und habe jetzt momentan noch keinen Bock drauf. Ist auch abends, also müssen wir noch ein bisschen pennen und so. Sagen wir, komm. Lassen wir's. Dann lieber solche Dinge. Zum Brunnen natürlich auch gleich noch, das ist klar.
Louis mit Yunaka sind also auch schon auf Rang A. Das bleibt noch so. Ja gut, kein Gespräch, die jetzt unbedingt dringend wären. Okay, dann mal... Entschuldigung, wir gehen kurz zum... Wo ist er? Zum Trainingsplatz. Schrägstrich zum alten Brunnen. Gehen wir mal gucken, was Neues freigeschaltet wird. Der Fliegerei. Naja. Den Brunnen nutzen, ist immer so ein Thema. Erholung Spirallanze. Schon wieder. Silberdolch, Rührkuchen, Küchleinstab, Adeptbuch. Zum Teil noch coole Items. Ja, weil Items sind natürlich einerseits cool, andererseits kann man die Items auch verkaufen, ne? Also auch hier wiederum so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Zum Beispiel hier jetzt mit dem Silberschwert und Stahlschwert, hier nochmal Silberschwert plus 1 da reinzupacken. Was haben wir mit dem Spiralding? Komm weg damit. Pack mal die ganzen Dinger hier weg, weil ich nutze die eh nicht. Was soll damit? Wenn ich halt vielleicht auch schlechtere Items zurückbekomme, shit happens. So. Hätten wir das? Dann gehen wir doch mal zur Arena. Und gucken uns doch noch ein bisschen um. Ich habe jetzt zweimal da aufgeschrieben. Kombos zwischen DLC und ihren Gegenstücken. Na gut, das haben wir letzte Folge ein bisschen getestet. Mit den Plus-Dingen, das kannst du machen, ja. Aber gefühlt ist eigentlich nur der zwischen Byleth und den Freehouse-Charakteren eigentlich cool. Der Rest so, ja. Yeah. So, ein bisschen Training erstmal noch. Wobei wir natürlich hier die Kombos zwischen DLC-Emblemen und ihren Gegenstücken. Das käme sowieso dann wieder dann zum Zug, wenn wir nachher uns in Side-Quest begeben. Und da war jetzt so meine Idee, dass wir sagen, okay, cool, ich mache jetzt doch das Kapitel mit Sigurd. Und danach das mit Veronica aus Heroes. Und dann machen wir der Hauptstory weiter. Zumindest für ein Kapitel noch mit einer Sidequest. Ich glaube, so kommen wir relativ gut voran. Na, jetzt natürlich Alfred kurz vom... natürlich scheiße. Sonst aus, Boucheron können noch eins vertragen. Der Rest geht's. Eigentlich müssen wir Chloe und Louis trainieren, ne? Ja, klar. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man... ausgewichen, krass. Dass man das Training immer nur 3 Mal machen kann. Ich meine, zum Beispiel Angeln kannst du auch mal plötzlich mehr, bis zu 9 oder 10 Mal sogar. Was am Anfang an nur irgendwie... okay. Auch nur irgendwie 3 Mal waren oder so. Das hat sich immer wieder ein bisschen erhöht, aber das hier wiederum nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen... ja, schade. Alfred nutzt relativ häufig das Schwert, wa? Also gegen Kakitsu, der ein Crit-Meister, Nonplusultra wäre, und Alfred denkt sich einfach so, könntest du critten, aber gegen dich brauche ich es gar nicht. Schöne Werte, Digi. Schöne Werte. So, Fähigkeiten erben, endlich mal, Aber das mal leider verpasst. Ich Idiot. So, die Sternkugel erben. Dankeschön. Ja. Ich will dann ausrüsten. Inventar. Was über Inventar gehen muss, ja? So, Sternkugel. Sehr schön. Dann weiter mit das Emblem-Training. Also Michael ist ja mit Lucina, beziehungsweise noch mit Marv und so. Machen wir mit den beiden vor allem. Und mit dem Freehouse-Ring auch gehen würde. Jetzt habe ich ehrlich Louis mit Tiki. Da muss ich aber momentan nicht viel mehr machen. Temira ist sowieso klar. Alfredo mit Hector. Muss man da noch irgendwie ein bisschen... Level 12 hätten wir fast schon. Gibt es Stärkeverteidigung plus 3. 4 Armats, flinke Report. Der geht aber saumäßig hoch, wa? Preisloch. Und das hier kommt.
鍛錬開始か。俺はヘクトル。さあ本気で来い。 Er wollte also eigentlich, dass ich wieder mit den Dingen aufhöre. Oh, das könnte dauern. Aufhören, Ringe zu schmieden. Ist im Prinzip schon etwas Cooles, aber ich will die Bandfragmente lieber hierfür nutzen, Bandleveln zu erhöhen. Dass es sowieso langsam sich mal aufs Ende zugeht. Wie bereits erwähnt, wir sind schon bei über Level 20, da heißt eigentlich für mich so, ja, das muss langsam aber sicher mal zu Ende gehen. Also wir sind eigentlich auf der Zielgeraden quasi. Die haben natürlich ein bisschen schwierig, wa? Sind Sigurd schon voll, mit Roy sowieso, und nachher da drauf switchen würde. Da geht momentan nicht viel mehr. Just fahren hier mal ein bisschen wachen, aber nee, komm, dann lassen wir das mal. Hortensia. Ja, mit Celica hat er das Maximum erreicht. Super. Das geht fix. Dann haben wir sie mit Soren. Das wird sehr teuer, komm, machen wir hier. Gefüllte DLC-Embleme sind sowieso sehr teuer. Andererseits, wenn du freigeschaltet hast, bis du Level 20, ja, das ist schon cool. Na komm, was. So, Bougerolin muss ich auch nichts machen. Citrin mit wem war es jetzt schon wieder? Nee, nicht Celica dabei. Aber beide war's. Tiefe Synergie natürlich. Ja, dann noch ein bisschen zu weit weg, machen wir das hier. Ah, Glück plus 8, ey. Das mit dem Glück ist sowieso so ein Statuswert, den ich hasse über alles. Weil du weißt nie, wann er getriggert wird. Und beeinflussen ist sowieso schwierig. Oh, jetzt haben wir eine scheiß Trefferquote. Und Ball auf dem Schwert des Schöpfers. Alter! Junge, komm mal klar. Er prügelt sich aber voll. Aber Glück plus 8 ist auch heavy. So, oh, Entschuldigung. Das war falsch. Jetzt kommen wir langsam zu den spannenden Charakteren hier unten. Wir haben Hunaka. Noch aktuell mit Leaf ausgerüstet habe. Mit Lyn ist relativ hoch. Ich muss nur um 5 erhöhen, ja, weiß ich. Mit Erika will ich momentan nicht, aber es hat so viele Punkte. Aber erstmal mit Leaf Level 5, ich glaube, das ist schon mal gut. Ja, das gewinnt sie locker. Der weise Lord mit der Expertenlanze. Mhm. Ein toller Experte ist er. Was man vielleicht auch mal mit ihr gucken könnte, wie ein Level mit Chrome und so aussieht. Kann schon relativ hoch sein, oder? Na, guck mal an, schon fast Level 10 mit Fronden dann. Gewalt, Schwertwach, komm, wir machen mal das hier noch. Krumm mit dem Donnerschwert. Irgendwie verkehrte Welt. Ich bin eh gespannt, wie es eigentlich mit der Fire Emblem-Reihe weitergeht. He? Ich meine, klar, Engage ist, auch wenn ihr jetzt länger zur Pause hatte, ist eben noch ein relativ neues Spiel. Ist irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr maximal alt. Also, ja, von dem her doch relativ frisch, kann man sagen. Und auch schon die DLCs relativ schnell rausgeschossen wurden, muss man auch so formulieren. Ist halt schon die Frage ein bisschen, die ich mir stelle. Wie soll es hier mit dieser Serie weitergehen? Oh, guck mal an, mit Expertenlanze. Ja, versuch's mal, komm.
Man wird ja schon einen Grund dafür geben, wieso Engages ein Titel war, レンスターの王子だ wo man die Hauptcharaktere der früheren Spiele wieder angeteased hat. 私めが勝ちをいただきましたぞ。 Eben vielleicht kommen als nächstes die Remakes der alten Teile vielleicht. 何やら怪しい笑い少しばかり良い武器をいただきましてな。私め Okay, was ein Gespräch, ey. Lanzenfertigkeit, Präzision und die Expertenlanze. Mein Lanze kann es im Ruhe gebrauchen. Schätze jetzt mal. Fugado Mikaya, wie sieht es denn da eigentlich so aus? Ich könnte es bis auf Level 10 bringen, ganz ehrlich, würde ich aber sagen, ich lasse es mal noch. Ich schweige aber dann noch eine coole Fähigkeit finde. Und sag jetzt mal darum, mit Mikaya fehlt eh auch noch die Quest, also das Side-Quest-Kapitel. Komm, machen wir auf Level 7, dann aber den Schweigeband drauf. Der ist auch schon mal gut. Ja, neben den ersten Spielen, also quasi gibt's Remakes, alte Teile, gibt's Ports von anderen Teilen. いい時間をくれてありがとう Wobei Ports und so ist immer so eine Sache, die hatten wir eigentlich erst gerade kürzlich hier mit dem Game Boy Advance Titel im eShop. Trotzdem kam zum Beispiel das Spiel mit Roy nicht zu uns. Das wurde nicht irgendwie jetzt noch lokalisiert nachträglich. Also klingt schon eher für mich so, als würde man sagen, ja, wir können die Spiele haben. Klar, ist natürlich cool, wenn man dafür Geld bezahlt. Aber sind jetzt nicht so versessen darauf zu sagen, wir müssen die jetzt sofort einen Mann bringen, sondern eher sie wollen so sagen, okay, cool. Ja, die Leute wollen es, sicher. Vielleicht wäre ja auch eine Variante, hier schönes Geschwindigkeit, Resistenz, Lanzenwacht, okay. Wäre auch eine Variante zu sagen, wir warten damit noch. Denn vielleicht mache ich bald mal ein Remake vom 6. Teil, Oder ein Nachfolger, wobei eigentlich haben wir schon mit dem... Nee, Moment. Nachfolger gibt es ja nicht, es gibt einen Vorgänger, Fire Emblem 7, was bei uns eigentlich nur Fire Emblem hieß. Der ist ja quasi der Vorgänger, wo wir auch mit Eliwood und Co. und Lyn und Hector und so spielen. Stimmt, das nicht durcheinander bringen. Dann kurz gucken, liefern wir schon Level 10, das ist schon mal cool. Und will weiter trainieren, alles klar. Erika. フィレネ王女兵クロエよ。Aリーグです。お見知りおきを。 Natürlich auch sein könnte, dass wir als nächstes da irgendwie einen Warriors-Teil haben. So ähnlich wie mit Three Hopes. Wo es dann irgendwie um Engage geht. Könnte sein. Einen ganzen Emblem und so wird sich voll anbieten. たまに姿を。双子の兄のエフラムです。驚かせてすみません。兄上はクロエさんの戦いを褒めて。 Generell denke und hoffe ich schon eher eben auf Remakes der, sag jetzt mal, Teile 4 und 5, die mit Sigurd und lief. Das wäre irgendwie schon geil. Mal gucken, ich meine Sohlbaum-Fragment, aber es müsste, glaube ich, noch reichen, um nochmal mit Erika zu pullen. Bis zum Windschwert, oder bis zum Windschwert. Schwertfertigkeit, Lanzfertigkeit haben wir eh schon. 絵になる組み合わせね。私はエイリークです。よろしく。 Oh, du hast ein... Ja, ich wollte gerade sagen, du hast eine Kritwaffe. Ah, jetzt, okay. 上に合わせる顔がありません。また勝てるように頑張るわ。 Du musst manchmal einfach den Charakter nur sagen, hey, Junge, oder Alte, oder wie auch immer. Du kannst kritten. Und dann macht sie's. ありがとうございます。そんなに褒めてくださ。 Nein, ist sie nicht. Und vielleicht doch, wer weiß. Chloe. Sehr schön. Ich muss sagen, sind wir, was das Trainieren anbelangt, fürs erste Mal fertig. Jetzt sehen es mit den Werten so generell aus. Magie hoch, Bändigkeit. Glück natürlich, ist klar. Aber sonst in Waffen kann man es, glaube ich, mal fürs Erste so lassen. Ich habe mitunter anderem oft mal geguckt, ob man irgendwie neue Waffen oder vor allem auch neue Bücher und
Stäbe kaufen kann, war jetzt aber nicht so viel Cooles dabei. Gut, dann mache ich das mal fürs Erste. Hier war ich überall schon, aber der Grotte passt also soweit auch. Dann gehen wir doch mal zu dem zentralen Platz. Schauen wir, ob man noch irgendwie eine Waffe vielleicht ein bisschen upgraden soll. Ja, wird schwieriger in die Materialien wählen. Ich hätte eigentlich genug, um noch ein bisschen Silber zu ertauschen. Aber wird das immer teurer oder was? Ja, gefühlt schon. Das Kriegerschwert, da ein bisschen mehr Power, ja gut. Das jetzt so cool ist. Eine starke Feuerlanze, jetzt vergessen, Kriegerlanzen. Ein bisschen upgraden, aber eigentlich bin ich hier soweit gut bedient aktuell. Die Silberlanzen auf Stufe 2. Ja, und niemals die Trefferquote unterschätzen, das stimmt. Generell plus 2 ist fürs erste schon mal nicht schlecht, wenn ich nochmal eine Kriegeraxt habe und ich genau weiß, wie soll ich damit umgehen. Und vor allem wem geben? Noch einen Kriegerbogen. So. Schon ein bisschen schwieriger. Dass ich einfach Silber brauche. Oder hier auf Ron plus 5, auf 25 Silber. Du denkst, Alter, was ist los mit euch? Ja, komm, gönn ich mir. Kein Silber mehr, perfekt. Aber kein Eisen mehr, kein Stahl mehr, ist alles aus. Alles aus, alles im Arsch, perfekt. Neue Items sind gespawnt übrigens, aber egal. Kurz gucken auf die Zeit, kurz gucken hier, haben noch irgendwas aufgeschrieben. Die Status-Items. Ja, ein bisschen was aber verteilt, den Rest. Warte mal noch. Immer noch, ja, ich weiß, es zögert hinaus, das ist leider so. Gespräch mit dem Verband, aber ehrlich gesagt jetzt keinen Bock drauf. Louis und Lynak muss nicht unbedingt jetzt schon sein. Können wir später noch machen. Ich würde sagen, es passte. Generell mit Chloe zum Beispiel. Meisterlanze, Kriegerlanze, Feuerlanze. Eigentlich super von dem her. Von Werten her, Behendigkeit, super. Ich glaube jetzt auch hier mit Erik kann er kommen, da kann sich schon ein bisschen was reißen, ne? Ich glaube, das kommt gut. Ja, alle ein bisschen upgraded. Was wir machen könnte, ganz kurz Achievements abholen. Schon krass, wenn es so viele Baumfragmente gibt. Darf man einfach nicht unterschätzen. Okay. Ja, würde sagen, aber reicht es auch. Wir brechen auf zur Sidequest mit Sigurd. Wenn ich mich ein bisschen beeilt, dürfte ich das in der und nächsten Folge noch hinkriegen. Wenn wir das mit Veronica kommen. Wird auch lustig. Über 7 Brücken musst du gehen. Über alle Brücken, genau. Die haben wir jetzt. Huch. Ah, stimmt, wir haben getauscht. War genau zuerst Leaf gemacht. Was haben wir hier? Micaiah, okay, Roy und Celica, die sind klar. Dann haben wir noch 3 übrig. Wir wissen ja, uns fehlt noch Marv, also wird es noch einen 4. geben.
Ich meine, was natürlich klar ist, wir müssen die ganzen Quests noch machen, bevor wir überhaupt das Spiel abschließen können. Also, sprich, bevor wir das letzte Kapitel machen, das Finale. Da muss alles vorher noch passieren. Im Idealfall 2, 3 Kapitel vorher sogar. Der heilige Ritter. この地にはなんだか不思議な力が。君もそう思うか。そしてどういう理由によるものか。ここはシアルフィによく似ている。シアルフィ、初めて聞く名です。シグルドの世界の地名ですか？ああ、私の生まれ故郷だ。ゆくゆくは妻のディアドラとそこで平穏に暮らすつもりだった。だったというと。ディアドラは暗黒教団にさらわれ、他の男の妻となってしまった。そして彼女は暗黒神復活のために利用され、そのまま世界は恐ろしい闇の時代を迎えたのだ。そんなことが。なんてひどい。ああ、だが光は、希望は残されていた。私はそれを未来へと託すことができたんだ。それは一体。続きはこの試練が終わったら話すとしよう。武器を取れ。私と戦うこと、それが君に与えられた試練だ。試練を成し遂げた時、私たちの絆はより強くなる。そして私の力をより強固なものにするだろう。この地であなたと戦う。その通りだ。さあ、君たちの力を見せてみろ。わかりました。全力で挑ませていただきます。 Sowieso, ganz klar. Ein dunkler Gott, hä? Ich frage mich sowieso, eben diese ganzen, ich sage jetzt mal, kurzen Erklärungen, was in den jeweiligen Welten der Emblemhelden so passiert ist, ob das nicht doch eben halt eine Art Teaser ist. Einerseits, ich meine, wir reden eben noch von Fire Emblem, ist vor allem in Japan präsent. Vielleicht eben vor allem für die Spieler, die Fans dort, wo man sagt, hey, guck mal da, die Charaktere, die haben die und die Geschichte, sind doch ziemlich cool mit ihren Fertigkeiten. Sagt ihre alten Spiele. Oder gerade denkst, gerade wenn solche Spiele wie für den Game Boy Advance wieder auf der eShop von der Switch verfügbar sind, denkst du natürlich auch so, cool. Aber eben andere Spiele, wie eben jetzt das Spiel von Sigo, oder ich glaube das von Leaf, das war ja noch. War das mit Leaf noch auf dem Ding? Auf dem NES oder sogar Super Nintendo? Ich dachte, die wären sogar davor gewesen. Ja? Die Fire Emblem-Reihe ist eigentlich uralt, wenn man so will. Sehr alt sogar. Aber das ist ein anderes Thema. Oh, kann man 12 mitnehmen, schön. Ja, passt ja, von dem her. Ja, ich lasse mal ein bisschen Zidal raus und so. Weiß nicht, früher habe ich ihn gefeiert. Ich feiere ihn eigentlich auch jetzt noch und würde natürlich auch mitnehmen, wenn wir jetzt mehr Charaktere hätten. Aber ich denke mir halt so, Zidal, ja, eigentlich cool als Tänzer, aber irgendwie auch ein bisschen broken, so ein Tänzer immer dabei ist. So, jetzt mit auf Roy, ist klar, Könnte es auch irgendwie auf Chroma so sitzen. Ne, ohne Magie ist ein bisschen doof. Der Kobelschlag trifft garantiert. Ja, das kenne ich irgendwo her. Wer ist denn eigentlich mal mit ihm und Lucina? Alle Verbündeten von 2 Fällen greifen im Kobelschlag an. Assistent, Reichweite +1. Finde ich eigentlich auch noch cool. Aber gut, machen natürlich Roy, ist klar. Hier gar keinen Bonus drauf haben. Vielleicht kommt er noch. So, und ist das unser Team, wie gehabt. Wie sieht denn eigentlich die Map aus? Ups. Achso, ich bin rechts unten. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Oh, ich muss die Brücke runterlassen. Sieht fast so aus, ja? Was passiert hier drüber? Unzerbrechlicher Weiser, okay. Wir sind Sigurd.
Da kommt einfach irgendwann plötzlich angeritten und macht uns platt. Das wäre natürlich scheiße. Muss halt vorher erstmal hier unten klären, ne? Warte mal. Mit euch los, sei weg und Steine, 3 Dinger. Alter! Also solche Minibosse hier. Es gibt ja nur einen. Okay. Auf jeden Fall spaßig. Wir machen natürlich wieder mal so wie gehabt. Nicht Tutorial. Animation komplett aus, diesmal sogar. Weil er muss ein bisschen vorwärts machen, Freunde. Ich kann ihm noch individuell wieder einstellen und sagen, hey, jetzt will ich doch gerne ein Emblem zeigen und so. Und deswegen geht es wieder an, die Animation. Aber vorerst komplett deaktiviert. So. Person ändern. Kalif in der Front. Ich sagen generell gerne die irgendwie hier alle in der Front, wenn ich ehrlich bin. Obwohl, warte mal. Alfred Hector kann ja auch hier hin. Die Magier hinten. Generell jetzt nicht so verkehrt, aber bitte die Fliegeneinheiten ganz hinten. Und die eher oben. Weil da wird man uns loben. So. Dann natürlich noch ganz kurz speichern und los geht's. Let's go! 私の元へとたどり着き、私を撃て。それが君たちへの試練だ。Gut, war irgendwie klar. シグルドのところへ行くには、あの砦を制圧すれば、橋が使えるようになるかもしれません。Sieg und Niederlage sind nahe beieinander. Coole Musik. Ich weiß nicht, irgendwie, bei der Musik denkst du sofort, dass sie irgendwie ein bisschen älter ist. Aber stimmt, warte mal. Da war es so, dass eben dieses Spiel mit Leaf, das erschien, glaube ich, noch für den damaligen Famicom oder so, wie der hieß. Und glaube, das mit. Das Spiel mit Sigurd und das Spiel mit Leaf waren, glaube ich, auch für den Super Nintendo. Bin ich mir ganz sicher, ey. Ich glaube, da gab es dann einen ziemlichen Umbruch, im Laufe der Musik und so. Würde irgendwie auch passen, ne? Allein schon, was die Technik anbelangt. Elfenlicht, Silberschwert, Elfenlicht. Sind ja sehr viele Magier hier unterwegs. Also, warum nicht alle irgendwie markieren muss, verstehe ich auch nicht ganz. Wie manchmal einfach ein seltsamer Typ war. So, trotzdem erstmal hier angreifen. Weiß auch nicht genau, was die Reichweite da soll. Kommt die von dir? Mit dem Pogativ, Gut, spielt für mich keine Rolle. Machen wir erstmal hier den Axttypen platt. Chloe! Der Feuerlanze. Macht die guten Damage. Lecco mio, ey. Alter! Chloe, was ist los mit dir? Hast du heimlich trainiert? Ja, das mit Eve immer wieder viel besser ist, von Werten her, aber ist klar, das muss man ja. Ja, würde mal sagen, let's go. Wobei, vielleicht erstmal kurz jemanden anschneiden lassen. Wir würden ihn gerne anschneiden, hä? Alfred Hector. Du siehst so aus, Alfred, jetzt könntest du ihn anschneiden. Gut, ich sagte anschneiden, nicht killen. Hä, was ist mit euch los? Hä? Junge, chill mal. Drehen die bitte komplett durch. Ja, Silber durch. Ja, super. Also, wenn ich sie kenne, kriegt sie auch noch. Komm, Diamant.
Junge, was ist los mit dir? Ja, komm, nimm den Silberklingen. Hoffen, dass alles gut geht. Ich glaube, dazu, dass alles gut geht. Oh, ganz vergessen. Es läuft natürlich nicht, hä? Warte mal. Man könnte meinen, sie hätten Heim noch trainiert. Kann sogar kurz hier rein. Ja, gegen Magie wäre jetzt vorsichtig. Oh nee, jetzt muss ich wieder alles ausrüsten. Oh, so markieren meine ich. Super. Natürlich vor allem diejenigen wichtig sind. Leichte Legs drin, aber es liegt nur an meinem Rechner. Wird jetzt bald Zeit für einen neuen. Aber schon ab und zu mal erwähnen, vor allem in Dingen spielen. In Nano-Spielen. Ja. Läuft, es läuft, wenn es läuft, dann läuft's. Achso, so nah kann ich gar nicht, ne? Gehen wir nach oben durch. Natürlich auch schön im Wald verstecken, ne? Ist klar. Hier können wir unten entlang. Ich glaube, ich kann die Truppe ruhig aufteilen. Sagte er und waren seine berühmten letzten Worte. Man kennt's doch. Ich habe hier vielleicht ein bisschen wenig Mage Power oben, wobei ich habe noch Chloe. Ich lasse die mal hier in der Mitte. So, bin gespannt. Au. Also der Move sollte, schließen wir jetzt auch nicht so ganz. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Windschwert, also ändert jetzt nicht so viel, egal ob ich jetzt hier angreife. Okay, aber es wäre eine Option. Geht mir erstmal darum, dass ich vielleicht sogar komplett durchbreche hier. Quasi erstmal den Typen da platt machen, den Magier, aber da physische Truppen, die mal losgehen. Natürlich muss ich die hier vorne vorher noch platt machen. Komm, ist was. Wir haben gerade gesehen, dass wir eigentlich stark genug sind, die alle platt zu kriegen. So.
Ja, darfst du nicht unterschätzen. Was haben wir sonst noch so Schönes? Das soweit mal ignorieren. Zum Beispiel jetzt sagen, mit dem gehe ich bis hier hin und kill den da vorne. Da kann ich wieder zurückgehen, ne? Dann vergessen, ich kann natürlich hier unten wieder ein bisschen anlocken, aber wenn ich sage, ich lasse den mal hier. Mit Fogado hier ein bisschen schwieriger, das heißt, ich müsste eigentlich schon eher hier hin und den mal noch wegsammeln. So, können schön machen, mal einen Bruch zu wirken. Moment. Okay, kann gerade nichts machen, kein Problem. Er auch nicht, das ist jetzt langsam ein Problem. Jetzt engagen. Weil wir sogar einen Zeitpunkt mit Bushiro und Lin zu engagen, wenn er da gerade richtig zu langen kann und vor allem einen Magier da noch wegkriegen. So, und vielleicht hier, um da schon mal ein bisschen abzublocken. Ja, der muss noch weg, der natürlich auch. Dann kümmert jetzt sie sich. Jo, machen wir das mal, wa? Bündnis Engage. Schönes Ding, kleines, schönes Ding. Man kann ein bisschen näher ran. Dann hier nochmal Engage. Engage. Mulakia. Das tut weh, Freunde. Das tut weh. Das verspreche ich euch. Geh ich lieber unten durchkommen. Break. Ist jetzt nicht gerade so beeindruckend, wenn ich ehrlich sein darf. So. Mal kurz einschalten. Denn jetzt kommt Erika. Da sind ganz viele Magier unterwegs. Mit einem würde ich es gerne mal noch versuchen aufzunehmen. 34er. Im Wald drin, jetzt sicher lustig. Ephraim greift an. Oh yeah. Ein starkes Band verbindet sie. So.
Stimmt, hey, vielleicht die hier oben einfach mal anlocken. Wäre auch eine Option. Level her ist gerade nicht unbedingt nötig. Könnte wir erstmal hier noch mit Louis und Tiki gucken. Ja, dann kommt schon der nächste scheiß Magier. Ich will critten! 行きます。いい眺めです。美しい花でした。 Gestatten Louis, die mobile Festung. Er hat irgendwie was, oder? Stab ist eigentlich auch kaum noch nötig. Komm, lass mal noch. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Jemand Roy, ja? Wir sollen ein bisschen was machen. Ja, aber sicher nicht so. Na komm, wir locken mal den oben da an. Utstotteri! Kein Problem, muss reinfliegen, weil was soll gegen die Magier, wieso soll Leute Angst haben? Die haben so viel Resistenz, da lache ich drüber. Hier, kann man auch noch schön versuchen. Soll man versuchen, mich im Wald zu treffen. Doppelgänge dann für später. Da käme der Mage schon wieder. Da haben wir keinen Bock drauf. Ja, warten wir noch ab hier. Natürlich trifft der Arsch auch noch mit 36%. So. Den mag ich anlocken, das muss ich hier mit Citrin Beilauf machen. Wünsch Spaß. Ich könnte sogar ein bisschen weitergehen und sagen, scheiß auf euch alle, mach direkt alle schon mal platt. Weil es einfach kann. Ich sage, weil es kann. So. Ich sehe immer wieder, dass sie Ding hat. Kanter. Platt machen, so ist nicht das Problem. Das Problem bei ihr ist eher, dass sie nachher nicht abhauen kann. Ich bin hier noch, ja, noch eine höhere Ausweichquote, aber trotzdem der natürlich da ganz andere Moves. Meteor zum Beispiel, eine hohe Reichweite. Ja gut, treffen muss das Teil erstmal. 46 magischer Damage ist auch viel. Da hauen wir direkt weg. Müssen wir vorne noch heilen, ne? Wäre eine Variante. Killing with Tomahawk! Das ist schon mal ein guter Anfang und den Rest, Freunde, schauen uns nächste Folge an. Zurück bei Fire Emblem Engage. Hoffentlich erstmal die hier unten und die platt machen. Auch wenn die Brücke gelockert ist, kommt
direkt sicher schon Sigurd angelatscht mit all seinen Magiern. Wird ein Spaß. Von Emblem Sigurd. Kriegerlanze, super. Wie mache ich das, dass ich die Typen alle platt kriege? Einfach Sigurd killen muss. Wenn wir halt selber einen Magier haben, mit dem wir die irgendwie abfangen oder so. Mit Chloe einfach schnell hinfliegen und die nacheinander platt machen, aber dann irgendwie Sigurd einkreisen. Hoffen, dass er nichts macht. Ja, hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, Freunde. Wie immer. Also in dem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.